Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Evenementer an den letzten Tagen am Nahen Osten und auch der Affäre Skripal rund um Russland und das Vereinigte Königreich rufen uns nach einmal an Erinnerung, wie wichtig Diplomatie ist und wie nur sie auch bei Lützeburg ist, ob schon mal Heinz der Menge, wir wären nicht immer von allem direkt betroffen. Das ist nicht so. Eine Reihe von Sachen muss ich noch herheben. An eng Reihe Sachen müssten sich auch an der Lützeburger Diplomatie hoffentlich nur den nächsten Wahlen ändern. Eng echt von denen Sachen ist, dass man lernen den Umgang mit anderen Staaten und mit anderen Politikern von anderen Ländern müssen höflich und am Respekt gestalten. Es kann in sich an der Diplomatie ganz viel so, es muss in sich ganz viel so, aber das muss immer mit Höflichkeit und mit Respekt geschehen, für das ich kann weiterhin mit den Ländern, mit den Politikern schwätzen und noch weiterhin für Lützeburger Interessen an der Relationen mit den Ländern antreten. Eine zweite Sache ist, dass Diplomatie muss Gefühl für die Hierarchie zurückkriegen. Wir haben bei dieser Regierung gesehen, dass auch bei zum Teil banalen Konferenzen das Niveau von der Lützeburger Vertretung viel zu viel hoch angesagt war. An der Klimapolitik, die hoch politisiert ist, die Debatte ist mehr politisch wie wissenschaftlich, leider haben wir sogar gesehen, dass der Staatschef auf einer Konferenz mitgeholt für kurzem, wo just sich über Bagatellen diskutiert ging, Prozentsatz, technische Details von Emissionen, die hätte sollen um Niveau von einem Ambassadeur gefeiert gehen, wo sogar Präsenz von einem Minister nicht nötig gewesen wäre. Wir brauchen ein Gefühl dafür, wir müssen lernen, wo der Sinn ist, wie eine Aufstufung an der Vertretung vom Land, und dass das wichtig ist, wie auch da das richtige Niveau zu wählen, wie der politisch den Prozess gut steuern. Und der dritte ist, und das meine ich als eine erste Reaktion auf die Affäre Skripal, dass wir uns müssen evaluieren, wo Vor- und Nachteile sind, Avantagen, eventuell Gefahren, dass wir so eng angebunden sind an eine europäische politische Zusammenarbeit. Es gibt eine Reihe von Avantagen. Wir sind viel besser informiert über das, was in der Welt geschieht, wenn wir da nicht dabei wären. Wir haben eine große Visibilität. Da können wir Initiativen holen. Wir haben die Möglichkeit anzuwirken, aber nicht an einem beschränkten Maß. Das ist aber für Lützeburg von großem Vorteil. Wir gehen noch moderiert, dadurch, dass wir angebunden sind an einem Gruppe von anderen Staaten. Es sind über 10 Staaten, und dem aktuellen Außenminister als nur Ostpolitik noch viel mehr desequilibriert wäre, wenn wir nicht an der europäischen politischer Zusammenarbeit angebunden wären. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gefahren. Wir müssen heute europäische Länder nachlaufen, wie dem Vereinigten Königreich, das ganz sehr Behauptungen abgestaltet hat, ohne dass man bislang Beweise gesehen hätte, wenigstens nicht am Parlament, dass die Behauptungen, die vom Vereinigten Königreich vorgebracht wurden, auch richtig sind. Das ist aber wichtig. Es kann an internationalen Beziehungen ganz wichtige Frage geben, bis hin zu Krieg und Frieden. Und wir müssen da insistieren, wie doch damals beim Irakkrieg war, dass die Beweise, die als präsentiert werden, verifiabel sind und auch seriös sind. Aber hier müssen wir uns daran erinnern, was die Franzosen für viele Jahre gesagt hatten, und was eigentlich nach immer seine Richtigkeit und seine Wichtigkeit hat. Nous sommes des Alliés, mais nous ne sommes pas des Alignés. Wir sind alliiert, natürlich auch mit unseren britischen Freunden, die immer ganz viel schädigen, die für uns ganz wichtig Partner sind an der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Aber wir sind nicht unbedingt aligniert. Wir müssen nicht alles nur machen, wie man auch beim Irakkrieg nicht gemacht hatte, wo die sogenannte Schocklauskoalition hier Distanz geholt hat, mit Recht, wie sich noch herausgestellt hat, zu einer Politik, die mit Beweisen operiert hat, die nicht überzeugend waren und sogar gefälscht waren. Wir müssen als Lützeburg also wohl als bekennen zu einer Angebundenheit, zu einer weitgehender politischer Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten, aber ich meine, wir brauchen noch ein Stück Freiheit und ein Stück Unabhängigkeit, sogar als kleines Land. Wir können das, was wir an der Politik und an der Diplomatie machen, können mit Ehrlichkeit zu vertreten. Ich sage Ihnen vielmals merci, und bis die nächste Kehr.